Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter. Das war... Das verstehen nur Schlagzeuger. War Drum, habe ich das jetzt gesagt? Nee, ne? Und wir stehen direkt vorm Endboss, also der erste Zwischenboss oder der Endboss der ersten... Wie heißt das? Dingensen da. Ach komm, ich hab's heute nicht so mit Labern, wir legen gleich los. So, Bossgefecht, ja klar. Jetzt kommt wieder der Typ mit den anderen. Weißt du? Gut, dass wir drüber geredet haben. Der Typ mit den anderen, alles klar, Mädel. Oder Jungs, oder was weiß ich was, so. Okay, keine Fässer hier, schade. Okay. Hallo Großer, bereit für eine weitere Tracht Prügel? Noch eine Tracht Prügel? Ha! Ihr könntet mich niemals schlagen. Hey, wir haben dich schon mal platt gemacht. Diesmal nehme ich mir Zeit und ziehe euch die Haut ab. Das werden wir ja sehen. So. Dann, wir haben noch ungenutzte Schmuckstückplätze, das weiß ich. Ich kann sie ja mal ganz kurz zeigen. Hier, geh mal hin. Gewirkte oder erhaltene Stärkungen oder Schwächungen. Moment, gewirkte oder erhaltene Stärkungen und Schwächungen halten. Moment, das nehme ich. Ich habe gedacht, ich hab gar nicht drauf geachtet, dass das auch für Stärkungen zählt. So, gut. Schlecht. Treffer zählen immer als perfekt kritische Treffer, also schlechte Treffer, während perfekte Treffer als schlechte Treffer zählen. Das werde ich nicht nehmen. Das machen wir nicht. Das ist nicht gut. Das ist gegen meine Religion. So, wo bin ich denn hier? Hallo? Ah, da. Hier, jetzt. So. Dann... Pass mal auf. Erstmal Lage checken, ja? 2 Bogenschützen, die müssen wir so schnell wie möglich platt machen. Danach die Oma. Also die kommen nicht wirklich weit. Ne? So, jetzt pass auf. Bogenschützen an die Front. Du bist auch eine Bogenschützin. Du bist keine Bogenschützin, ich weiß. Aber so gut wie. Alles klar. Ja, mein Guter. Der ist schon voll auf Blutdurst. Blutdurst, nicht Blutwurst. Vielleicht ist er auch auf Blutwurst. Nee, Gefecht beginnen. Ich weiß, dass ich noch unangelegtes Gedönse habe. Aber das ist mir egal. So. Folgendes. Wie ich ja gerade gesagt habe, wir werden die zu uns kommen lassen. Und du trommelst jetzt hier erstmal ein wenig Verteidigung. Und zwar insbesondere auf unsere kleine Mrs. Glaskanone da. Defense is the best defense. Da hat er recht, der Kollege. Da kann man nichts gegen sagen. Das stimmt schon. Jetzt lass mal kurz gucken, ob hinter den Felsen wer kommt. Nee, genau in dem Grasgedönse ist Platz. Da könnte man also einen reinstellen. Zum Beispiel einen Bogenschütze, der jetzt bestimmt jemanden treffen könnte, aber nicht kann. Nee, aber er kann schon mal den Ausguck spielen, ja? War doch gut. So, der hält jetzt also ein bisschen Wache und wartet, bis da einer von den beiden Dödels da... Moment, ist das gar kein Bogenschütze? Doch, das ist ein Bogenschütze. Er kommt vielleicht reingelabert. Der kommt reingelabert. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Es ist auch für mich die 6. Stunde. Versteht ihr? Sie kann nicht viel machen, aber sie könnte doch zum Beispiel hier stehen bleiben und ein paar Fallen weben. Zum Beispiel für diese Oma da. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht so dumm bin und die Fallen blöd hinlege. Ich lege mal da noch eine hin. So. 2 Fallen gesetzt, alles klar. Wie war das wieder? Er hier... Alles klar. Ihr hier, er... Das ist nicht einfach, sag ich euch. So. Also kann ich nicht da hingehen, doch? Aha. Also da kann ich noch hingehen, dann werde ich das jetzt auch tun. Genau. Und werde... Ich werde meinen Move aufpowern. Ich bin ja noch in der Planungsphase, weißt du? Und zwar diesen da. Guti.
Das sieht doch schon mal gut aus. Und als allerletztes bleibt noch er. Der guckt jetzt erstmal, wie es hier oben aussieht. Gut. Die Oma kommt da oben hin. Na, das ist natürlich nicht gut. Wenn die Oma da oben hinkommt. Ja, aber die kann dahin nicht zaubern. Ich glaube, die kann nicht so weit zaubern. So, jetzt pass auf. Dann stellen wir ihn einfach da oben hin. Warte mal, wir könnten ihn auch dahin stellen. Der ist nämlich nicht so gut zu Fuß. Ja, das ist gut. Dann passt schon. Er ist nicht so gut zu Fuß. Dann steht er schon mal hier. Ja, die Oma, die wird jetzt nichts machen. Die kann, glaube ich, auf... Mann. Was soll denn das? Oh, die kann ja doch was machen. Einen verwirrenden Dunst. Die kann einen verwirrenden Dunst machen. Mann, das habe ich nicht bedacht. So, okay. Dunst. So, aber stehe ich nicht gerade perfekt mit ihm, um zum Beispiel gleich mal den Bogenschützen zu zerhacken. Aber sowas von. Aber dann wird er mir hier aufs Maul geben, so richtig. Aber ist egal. Wir müssen den Bogenschützen klein kriegen. Das ist wichtig. Hat nicht gereicht. Nicht gut. Kann ich nicht ihn treffen. Das ist schade. Aber hier kann ich ihn treffen, oder? Immer noch nicht. Ah, +4 Widerstand für 2 Züge für Verbindete, die drauf treten. Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass das dann Plus gibt. Ja klar, greif ihn an, Mann. Achso, ich hätte vielleicht vorher Angriff trommeln sollen. Das wäre eine coole Sache. So, pass auf. Wie war dieser lustige Move da? Lass mal kurz gucken. Ja. 1 vor mir. Genau. Naja. Am Schluss ein bisschen verhauen, aber ich stehe drin. Sehr schön. Und bin sogar noch ein bisschen geschützt. Und ich bin noch im Nahkampf Wachsamkeit gedönst. Das heißt, wenn er jetzt da reinlaufen sollte, ich hoffe, dass er natürlich von oben kommt. Achso, ja, wenn er also jetzt hier reinlaufen sollte, dann mache ich gleich Angriff auf ihn. So, und meine Ludmilla hier darf sich hier hinstellen. Ah, nee, einen eigenen Mannequin will ich nicht unbedingt treffen. Hier kann ich leider auch nichts machen. Dann gucken wir mal. Ich will sie auf jeden Fall näher dran bringen. Also ich kann sie noch 1-2 Felder nach vorne machen. Ohne dass da groß was passieren. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Aha, 2 Felder nach vorne. So, dann machen wir das. Komm mal her, Mädel. Stellst dich jetzt dahin. Hinstellen und... Kannst du da auch was machen? Triffst du den? Triffst du den so vielleicht? Auch nicht. Dann hinstellen und warten. Alles klar. So, und jetzt ist er an der Reihe, aber er kann jetzt nicht so viel machen. Außer noch ein bisschen schützend sich vor das Mädel stellen. Und Heilung trommeln. Das machen wir auch gleich, oder? You need healing? Alles klar. Dann gucken wir mal, wie gut wir geplant haben. Wo geht er hin? Ah, reingelaufen. Reingelaufen. Naja, es hat jetzt nicht so viel abgezogen. Aber guck mal. Alter, hat das geballert. Wir müssen gucken, dass wir von dem wegkommen, ne? Ja, komm. Das ist halt umgelaufen gerade.
So, da unten sind wir soweit durch. Dann würde ich mal sagen... So. Der steht natürlich jetzt exakt kacke. Muss mal gelinde auszudrücken, ne? Der hier steht eigentlich gut. Weil er dürfte ihn treffen können. Und da wir ja sonst nichts Besseres machen... Moment. Ich gedacht, ich treffe dann 2. Nee. Gibt es eigentlich Friendly Fire hier? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So. Ich kann halt nichts anderes machen, also wird er halt einfach das da machen. Notfalls knüppeln wir ihn so klein. Wir müssen halt irgendwie... Waren da nicht 2 Omas? Nee. So. Okay, wenn sie einen Schritt zurückgeht, ist er aus seiner Reichweite draußen. Alright. Sure. So, und dann kann sie noch jemanden angreifen, nicht wirklich. Die hat aber auch eine richtig geringe Reichweite hier, muss man nochmal sagen. Da sie ja aber... Ey, pass auf, Folgendes. Wir müssen sie einsetzen. Wir müssen sie einsetzen. Pass auf, wir machen das so. Da hingehen, Rhythmus der Macht trommeln. Ja. Wir können nicht wegrennen, wir würden sonst wegrennen und beim Wegrennen würden wir irgendwie eine draufkriegen. Das können wir nicht machen. Wow. Stattdessen gehen wir in die Offensive, so gut ich es eben kann. Treffe ich da? Ist die Chance geringer, dass ich ihn ganz treffe. So, das würde mein Mannequin aber auch treffen. Das heißt, mein Mannequin muss mal zuerst dran gehen. Wir gehen jetzt erstmal den platt machen. Wie, wieso kann der nichts machen? Benommen! Okay. Dann stell dich halt dahin. Und mach irgendwie Sprengmuschel oder so. So, dass wenigstens ein bisschen was gemacht ist, wenn du schon nichts machen kannst. Scheiße, wir hätten gucken können, dass wir ihn besser heilen, ne? Heilen wäre vielleicht besser gewesen. Naja, macht erstmal nichts. Kann ich das zurücknehmen, den Move? Nee, ne? Müssen wir hoffen, dass er durchkommt. So. Ach ja, ich habe ja hier noch einen. Ja gut. So, und jetzt hat mit ihr dahin gehen. Nee, ich will ihn angreifen. So, der Bogenschütze ist schon mal weg. Das ist mal eine große Sorge von mir weniger. Okay, was kann er machen? Ja, nix, ne? Warten. Aber wir haben noch ihn. Können wir zumindest gucken, dass er außer Reichweite von der Oma kommt? Nee, leider nicht. Ja gut, dann sag ich mal Knüppel aus dem Sack, ja? Oder Knüppel auf den Sack eigentlich. So. Bitte sei gnädig mit mir. Starke Tropfen. So. Holla, die Waldfee. Was machst du jetzt? Heilung, oder? Wir müssen wegkommen.
Aber, pass auf. Jetzt kann ich nämlich wieder knüppeln. Also ich kann schon mal sagen, dass mein Rhythmustrommler so eine Kopfnuss nicht überleben würde. Bin ich mir relativ sicher. Need a beat? Ich will die Oma platt machen. Yep. Okay, wie weit kommt er denn? Er kommt fast überall hin, Ja. außer da. Kann ich hier was bewirken? Nee. Nicht das, was ich will. Okay. So. Okay, pass auf. Wir entzerren das Ganze ein bisschen. Du knüppelst jetzt erstmal die Oma. Hat nicht gereicht, scheiße. Scheiße, Mann, hat nicht gereicht. So. Er hier, guckt mal, dass er Land gewinnt. Let's go. Kann ich mit ihm hier irgendwo hingehen? Ganz weit darüber. Wo er nicht hinkommt, weißt du? So, wir müssen uns ein bisschen auseinander. Weißt du, wenn wir so nah zusammen sind, dann kann die Oma heilen und er kann knüppeln. Das wollen wir nicht. Also, würde ich mal sagen, wir gehen mit ihm außerhalb der Reichweite von ihm. Das dürfte hier sein, so wie ich das gesehen habe, ja? Ja. Und er kommt... Wie weit? Er kommt auch bis hierhin. Gut. Stell du dich da hin. Aber... Okay. Genau. Nee, du brauchst kein Pulver. Du brauchst kein Pulver. Nein, sollst du schon hinstellen. Alles klar. Und warten. Und mein Rhythmusmännlein stellt sich jetzt halt hier hin und heilt. Und zwar besonders ihn. So, immerhin ein bisschen. Hätte ich ihm doch noch... Ich habe gedacht, er kann besser heilen, Mann. So, wen habe ich jetzt noch? Sie habe ich noch, ja? I'm waiting. Das hält die nicht aus, das kann ich sagen. Da müssen wir was tun. Und zwar Fallen schmeißen. Dass er erst gar nicht auf die Idee kommt. So, 2 Fallen stehen. Wir sind durch, oder? Er ist ja auch noch da, ne? Was ist mit ihm? Er kann auch einen Schluck zurückgehen. Dahin. Aber auf Wache. Alter, war das mal perfekt oder was? So, jetzt gucken wir mal, was er macht. Wir haben überlebt. Heilende Magie auf wen? Ach, auf sich. Okay, jetzt muss ich nur hoffen. Ich muss... Es hilft alles nix. Okay, Moment. Ich könnte hier noch eins nach links gehen. Ist egal, ich muss hier heilen. Ich kann nicht heilen. Okay, pass auf. Du kriegst ein heilendes Pulver. Also, sie hier. Weil sonst wird sie nämlich die nächste Runde erst gar nicht überleben. So. Und dann würde ich noch gerne... Kann ich noch laufen? Mal draufknüppeln. Ich meine, noch sind wir ja im Heilungsmodus. Wir müssen aber eigentlich weg. Wir müssen einfach nur weg. Was mit ihm hier? Er kann was machen? Nix. Doch, er kann ein bisschen knüppeln, aber nur ein bisschen. So, und du machst jetzt mal die Oma platt. Jetzt stell dich mal nicht so dran, ja?
kann ja wohl nicht wahr sein. Du wirst doch wohl die Oma da irgendwie platt kriegen. Was ist denn da los? Yes. Muss man dem dann alles helfen hier? Naja, nicht gut, aber hat gereicht. Eieiei, das war nicht gut. Guck mal, wir haben voll viel Energie verloren. Der wird wahrscheinlich, also ich an seiner Stelle würde meine Heilerin angreifen, ja. So. Bleib hier stehen und greif ihn halt an. Kann ja nichts anderes machen. Visualisieren? Nee. Ich nehme das da. Und zwar auf ihn hier. Schlag. Haben wir noch was? Ihn haben wir noch. Ihn haben wir noch, der leider nicht heilen kann. Aber er kann Verteidigung wechseln. Ich würde vor allen Dingen auf sie Verteidigung wechseln. So, Shields ab. Wird nicht viel bringen, aber ein bisschen wenig dann halt. So, war's das doch, oder? Der ist noch übrig. Er hier? Was kann er machen? Ach, der wartet noch. Kann sich gerade nicht bewegen, weil er der Obermufti woanders hingegangen ist. Dumm gelaufen. Ja, warten. Okay, dann müssen wir gucken. Einen wird's kosten, sag ich dir. Danke, dass du dich für uns geopfert hast. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Ja, geht nicht anders. So. Er soll mich gefälligst hauen. So. Und wir müssen gucken, dass wir hier Land gewinnen. Kannst aber gerne noch ein bisschen auf ihn feuern. Pass auf. Dann machen wir zuerst mal, dass wir mit ihm hier Land gewinnen. Und Heilung machen. Okay, so. So, jetzt haben wir wenigstens mal gescheit geheilt hier, alles klar. Okay. Yep. Sie sollte sich hier irgendwo hinstellen. Und Feuerbällchen werfen. Na, hallo? Da. Das gibt 40, 93, 175 und das da gibt... Ja, das ist klar, was los ist. Das Problem ist, dass wir zu nah zusammen sind. Weil ich halt heilen muss. Der kriegt uns halt. Das ist gerade unser Problem. So. Was mit dir da unten? Magst du doch mal wieder laufen, ja? Geht alles nicht. Okay, dann mach halt diesen hier. Aha. So. Wieso? Okay, er pumpt sich selbst auf. Okay, ich dachte mir gerade, warum geht er nicht hier auf ihn hier? Warum macht er das nicht? Das finde ich nicht gut. Egal, aber ich gehe jetzt auf ihn hier. So.
Eine scheiß lange Reichweite, ich sag, wie es ist. So, pass auf. Erstmal Bogenschütze, ja? Komm du mal her, mach mal was für dein Geld. Also ernsthaft jetzt, du könntest mal, danke, könntest ihn ja mal treffen. So, Guti. Dann zu ihr, nee, nicht zu ihr. Zu ihm. Ich bin halt gerade am Überlegen, wie wir das machen. Dass ich weit genug wegkomme, aber die noch im Heilkreis stehen. Okay, da ich eh gerade nicht heilen kann, habe ich eigentlich nur das hier. Das hätte ich vorher machen sollen. Ja, dumm gelaufen. Dann kriegst du jetzt eine drauf. Boom. Echt jetzt? Okay, und sie muss ich jetzt hier hinstellen, dass er wenigstens ein bisschen versteckt ist. Ich wollte sie eigentlich heilen, aber ging halt nicht. So, jetzt testen wir mal aus, ob es Friendly Fire gibt, oder? Oder? Ja. Moment. Erstmal kriegst du noch ein heilendes Pulver. So, dann testen wir aus, ob es Friendly Fire gibt. Scheinbar nicht. Sehr gut. So. Hat er ausgehalten. Sehr schön. Okay. Jetzt wird er fallen. Definitiv. Wer will die Ehre haben? Also zuallererst mal darfst du mal ein bisschen trommeln, ja? Was ist das unten auf der Rhythmusleiste eigentlich? Ganz am Schluss, der letzte Achtel. Warum ist denn der so hell? So. Pass auf. Level 4, Level 4, Level 4. Ja, komm, sie ist am meisten weggerannt. Sie darf jetzt auch mal... Darf ihn jetzt zernichten. So. Er ist gefallen. Und wir haben nur einen verloren. Geht noch. Hätten wir halt gewünscht, dass wir ihn behalten. So, wir haben einen Echsenschwanz. Gegnerische Verfehlenchance auf plus 5%. Erhöht sich um 5% mit jedem gegnerischen Angriff, bis ein Gegner verfehlt und wird dann auf 5% zurückgesetzt. Das ist aber eigentlich cool, weil normalerweise werden sie nämlich auf 0% zurückgesetzt. Von daher, so, Krähenfüße kriegen wir noch ein paar. Heilendes Pulver haben wir ordentlich verschwendet. So, das hier würde ich gerne irgendwo gleich reinmachen. Verfehlenchance, ja. Magischer Schaden, erlittener physischer Schaden. Okay, das ist eigentlich... Ich glaube, das hat mich gerade gerettet so ein bisschen. So, pass auf. Dann geben wir dir noch das da. Alter, ich habe ja hier noch eine Knochenkeule. Ah ja, stimmt, die habe ich ja... Ja, lassen wir mal so. Alles klar. So. Hat jemand ein Level Up? Zwei Stück, ja, sehr schön. So, fangen wir mal mit dir an, Mädel. Ein Blitzzauber, der in einem quadratischen Bereich von 4 Feldern magischen Schaden verursacht. Plus 20 kritische Chance während jedes Sturms. Das hätte ich jetzt gebrauchen können. Explodieren einer heftigen Explosion die 4 Felder um den Rhythmuswirker herum zurückstößt. Das macht doch aber auch Schaden, ja? Nein, kann ich nicht machen. Hört mal auf den Takt. Dieses das kriege ich nicht hin mit dem Steuerkreuz. Das kriegst du hin mit der Tastatur. Aber mit dem Steuerkreuz kriegst du das nicht hin. Mit dem normalen Knopf würdest du es vielleicht noch hinkriegen. Mit 2 verschiedenen auf jeden Fall. Mit dem Steuerkreuz nicht. Dann hat sich das auch schon mal erledigt, finde ich. Dann müssen wir ja wohl das nehmen.
magischen Schaden verursacht. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Siehst du? Ja, sorry, aber das geht nicht. Das geht nicht. Und was nicht geht, geht nicht. So, war das alles? War da nicht noch wer? Du hast doch auch ein Level abgekriegt, ich sehe es doch. Achso, der zeig. Halt. Ich habe ganz kurz gedacht, dass ich nochmal hingehen kann. So. Also er hat doch auch ein Level abgekriegt, oder nicht? Aber achso, er hat keinen Zauber gelernt. Achso. Ja, das ist natürlich doof. Diese Zerstörung zu sehen, wird nicht einfacher. Ei. Wenigstens können wir die Toten wieder rächen, indem wir diesen Fleischsack zu Brei schlagen. Haben wir doch gerade gemacht. Jetzt lasst uns weiterziehen. So. Sehr schön. Okay. Und ich glaube... Ah, ja, stimmt. Shiso-Ebene abgeschlossen. Kommen wir jetzt automatisch oben in den Rhythmushimmel? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon, oder? Ah, das ist entspannt. Wie war der Eintopf? Der war wirklich eklig. Meiner war voller Haare. Sei doch froh, hast du wenigstens ein paar Haare im Bauch? Ja, ich weiß, ich muss da die Klappe halten. Vielleicht war es ein Fehler, den blutigen Pelz des Vagabundenanführers in den Kessel zu werfen. Was hast du gesagt? Gar nichts, nix. Mach dich bereit. Hier kommen die Rhythmen. Oh, schön. So. Guti, jetzt sind wir nämlich oben und können jetzt noch in aller Ruhe einen wiederbeleben. Zum Beispiel. Nötig haben wir es leider. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn gekriegt so insgesamt? 612. Ich glaube, beim ersten Durchgang hatten wir irgendwie nur 500. Alles klar, dankeschön. So, die werden wir jetzt halt gut investieren. Und zwar, gehen wir mal erstmal zum Ladenbesitzer. Über den Knotenpunkt sprechen. Komm, das machen wir jetzt. Na dann. Schön, euch hier zu treffen. Kennst den Weg der... Achso, das haben wir auch schon gehabt, ja. Kenn Kochnase. Ja, das haben wir auch schon alles beglabert. Alles klar. Brauchen wir nicht nochmal. Das ist Blabla. Ja. Das ist ein langes Blabla, merke ich gerade. So, der Laden. Und jetzt pass auf. Verkaufen. Und zwar... das da. Das brauche ich mal so gar nicht, ja. So, und das bronzene Idol, Stärkungen und Schwächungen, das ist eigentlich... Ja, wir müssen es ja nicht anlegen. So, jetzt gehen wir mal gucken, was er sonst noch so hat. Eine rote Schärpe, +4 auf Stärke. +4 auf Stärke, minus... Also ne, auf Stärke, Geschicklichkeits- oder Magiewerte. Je nach Klasse der Einheit. Also einfach +4 auf irgendwas Cooles. Das ist einfach nur eine Frucht. Wenn du den Zug dieser Einheit beendest, ohne eine Fähigkeit zu benutzen, wird sie um 15% ihrer maximalen Lebenspunkte geheilt. Ohne eine Fähigkeit zu benutzen? Also quasi einfach nur hinstellen, Präsenz zeigen. Das kommt sogar recht oft vor. Das könnte ich eventuell dem Mädel geben. Die hat recht kurze Reichweite. Zweiseitiger Schild. Jeder zweite Angriff gegen den Träger verursacht 50% weniger Schaden. Lass doch mal da drin. Ich war noch gar nicht fertig. Behalten wir einfach mal im Hinterkopf. Oh, ich kann auch noch neuerdings für 200 Punkte neu auswürfeln. Aber nee. Jetzt pass auf, bevor wir jetzt irgendwas machen. Ich will zum Schrein der Besserung und zwar eine Einheit wiederbeleben. Für 200 Punkte kostet es, glaube ich. Moment. Moment. Schrein des Fortschritts. Ist es da, wo es weitergeht? Nächste Biom mit Cem besprechen. Ah ja, okay. Es gab doch noch irgendwas, wo man neue Leute wählen kann. Irgendwie. Ja komm, wenn wir schon mal hier sind, schmieden wir uns ordentlich ein, oder? Eine Rhythmuskette schmieden, so. Ausgewogene Rhythmuskette. Oh, die sieht einfach aus. Oh, ja, okay, ich habe den Schluss nicht gesehen. Also X gedrückt halten, oben und dann 2 Knöpfe. Ja, doch, geht eigentlich. Aber das hier sieht lustig aus. Links, unten, rechts, A. Links, unten, rechts. Links, unten, rechts, A.
Eine potente Rhythmuskette. Die gefällt mir eigentlich. Die da kann halt 2 Dinger reinmachen. Wir machen erstmal die da, ja? Links unten, rechts unten. Das ist ja quasi ein Special Move. Das ist ein Halbkreis und dann danach noch ein Viertelkreis sozusagen. So. Alles klar. Plus 5% zugefügter Barriereschaden. Ich weiß nicht, was es ist. Stößt 2 Felder weit. Oh, das ist eigentlich geil. Verspottet. Schaden stößt immerhin 1 Feld weit. Gelber Rhythmusstein, roter Rhythmusstein. Heilung und -2 Gedönse. Und 15 Geld gibt's auch noch. Also richtig viel Cooles haben wir eigentlich nicht. So, gehen wir auf Schaden oder gehen wir erstmal auf Heilung? Was ist denn überraschend? Kann ich mir das hier anzeigen lassen? Nee. Keine Ahnung. So, roter Rhythmusstein. 5 Schaden, 25%. Das ist nicht viel Schaden. Also wenn schon Schaden. Aber dafür kritischer Schaden und kritische Chance. Mir gefällt das da. Aber das, nee, das vermehrt das Ladebalk-Dingens. Mann, das ist hier 2 Heilungen für jemanden. Komm, ich nehme das einfach, ja. Links unten, rechts A. Und dann am Schluss rechts und A. So. Auf sich selbst zielen. Müssen wir das immer vorher einstellen oder was? Es kommt drauf an, wer es kriegt, ne? Ja, ich mache auf sich selbst zielen. So, jetzt schmieden wir das. Links unten, rechts unten und dann A. Ha! Alter, hast du das gesehen, hä? Guck dir das an. Das war ja mal richtig krass, oder? So, anlegen. Wer kriegt sie? Ich würde es dir gern geben. Kann man die dir geben? Jetzt geht das schon wieder los, ja? Ah, hat funktioniert dieses Mal. So, sehr schön. So, schließen. Und dann gleich noch die andere Rhythmuskette bauen. Ja, das ist jetzt ein schönes Ausklingen jetzt gerade. So. Dann hier hätte ich vielleicht gerne Angriff oder sowas. Aber Angriff macht halt hier noch ein Plus, also eins mehr Ladedauer. Aber das da finde ich geil, ne? Stößt 2 Felder weit, dauert. Das nehmen wir. Also, wie war das? X gedrückt halten. Ja, X gedrückt halten. Und dann oben und linker Button oder so. Das nehmen wir einfach. So. Genau. Achso, da muss noch einer rein. Schaden, stößt 4 Felder weit. Moment. Ernsthaft jetzt? Ach so. Stößt 1 Feld weit. Der wird aber 2-mal ausgelöst, oder was soll das hier? Tatsächlich. Das heißt, wenn ich den da reinmache, kriegt er 30 Schaden, 1 Feld weit gestoßen und keine negativen Effekte. Aber auf der anderen Seite, weißt du, so 4 Felder weit rumballern ist ja auch irgendwie geil. Und halt ordentlich, ja. So machen wir das. Pass auf, wir machen den da rein und da machen wir einen rein, der stößt. Ja? Dann stößt er 2 Felder weit. So, also X gedrückt halten, so wie es aussieht. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich glaube, wenn diese grünen Zacken sind, musst du drauf X gedrückt halten, dann oben und am Schluss die Buttons. Aha. Vergiss es.
Vergiss es, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das ist Cheaten. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Das hat nicht funktioniert. Also zuallererst mal müssen sie daran arbeiten, die Entwickler. Genau bei diesem Ding, ne? Dass du auch angezeigt kriegst. Wieso hast du jetzt nicht gleich diese grünen Dinger da angezeigt gekriegt? Dann hätte ich gleich gesehen, dass das kein Halteknopf ist. Nö. Stattdessen, weißt du... So, aber ich sag dir, das lag nicht an mir. Ich hab hier gemacht wie ein Irrer. Ich hab hier gemacht wie ein Irrer. Nicht anlegen. So. Wir müssen erstmal einen wiederbeleben, ja? So. Einheit wiederbeleben. Wir haben nur einen zum Wiederbeleben. So. Und dann Fluch entfernen kostet 50. Machen wir auch gleich weg. So, dann haben wir nämlich volle Truppe und haben noch genau, sehe ich das richtig, 362. Das ist ja, da kannst du ja noch. Was machen wir denn mit so viel XP-Gedönse? Eine Schmiedung übrig. Ja, ich habe aber keine Kette mehr. So, sprechen brauche ich hier nicht. So, gehen wir hier mal noch gucken, ob er noch was Cooles hat. Ah ja, stimmt, wir haben hier noch gar nichts gekauft, gell? Jeder zweite Angriff verursacht 50% weniger Schaden. Das hier finde ich noch cool. Wenn du den Zug dieser Einheit beendest, ohne eine Fähigkeit zu benutzen, wird 15% ihrer maximalen Lebenspunkte geheilt. Kaufe ich? Achso, und dann, das war's schon. Dann kaufe ich mir noch Einzelziel, der alle Schwächungen heilt. Ich hätte auch das hier benutzen können. Anstatt Dingens. Okay, Sprengmuscheln nehme ich mir noch mit. So. 30. Oh, komm, nehmen wir noch Krähenfüße mit. Wieso hat das jetzt nicht so viel gekostet? Weißt du, ist egal. So. Sehr schön. Schließen. Bitte. Danke. Okay. Achso. Sollen wir gleich mal gucken, ob wir dem noch ein bisschen Knüppel reinhauen können, dass er mal mehr Schaden macht. Und du kriegst ja was Neues. Ich habe ja noch was für dich, ja? Donniger Umhang. Der Glückswert. Haben wir das nicht gekauft, das andere Dingens? Okay, pass auf. Dann, du kriegst doch dann nix. Minus 10% erlittener physischer Schaden. Was war das andere? Das war das mit der Heilung. Das da würde ich gerne lassen. Sie kriegt das mit der Heilung. Ich sollte wirklich mal gucken. Ob es irgendwie möglich ist, dass man während dem Gefecht die Schmuckstücke wechseln kann. Wenn du genau weißt, du wirst gleich aufs Maul kriegen. Quasi. Und dann könntest du ja schon mal gucken, oder? So, Mann, ich habe noch 362 so blaues Gedödel da und weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Jetzt geh doch mal da hinten hin. Werden die übernommen? Habe ich schon mal gefragt. Das frage ich jedes Mal, ne? Ich könnte hier neu würfeln, aber ich habe eh keine Kohle mehr. So. Okay. Haben wir gut gemacht. Wir sind, glaube ich, gut gerüstet für den nächsten Run, oder? Nicht für den nächsten Run. Wir sind noch nicht gestorben. Wir sind ja super gut. Wir sind gut gerüstet für die nächste Karte. Genau. Machen wir morgen. Kleiner Spoiler. Es wird nicht der Sumpf werden. Da waren wir schon. Haben wir tierisch aufs Maul gekriegt. Okay, danke. Tschüss. Bleibt locker. Nee, muskulös. Locker und muskulös.